Ja, heute gibt es ein Freundschaftsspiel, zumindest vom Papier her, aber das haben wir natürlich von diesen beiden Mannschaften in der Vergangenheit auch schon anders erlebt. Ja, das ist richtig, Tom. Und ich erwarte auch heute wieder einige Nicklichkeiten. Ich will nicht sagen, ein unfaires Spiel, aber es wird schon hart geführt, weil natürlich keiner der beiden Teams hier verlieren kann. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Hochkonzentriert, wie der Abwehrspieler da in den Zweikampf geht. Das war ein richtiger Zuckerpass. Jetzt hat er den Platz. Ja, wenn das kein klarer Elfmeter ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Das sind diese berühmten paar Zentimeter. Was entscheidet der Schiedsrichter? Ja, im Strafraum. Also, Elfmeter. So, wird das ein Tor. Eiskalt. Ja, Fehlpass. So hat er den Ball mit der Brust angenommen und ihn gleichzeitig gut abgeschirmt. Ja, sowas kann natürlich kein Schiedsrichter durchgehen lassen. Klare Sache, Freistoß. Ein brutales Foul, das eindeutig mit einer Karte hätte bestraft werden müssen. Das wird gefährlich. Oh, schöner Pass, das macht Spaß. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Das war eine Glanzparade. Das war eine 100%ige Chance, die er da vereitelt hat. Ja, bloß weg damit. Wunderschönes Zuspiel. Da kommt von Kanal. Gut gemacht. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Riesenmöglichkeit. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Ja, wie soll man diesen Abwehrriegel aus den Angeln heben? Keine Chance. Klasse Aktion. Und das sieht klasse aus, was die da unten spielen. Klasse Einsatz bei dem Zweikampf. Keine Chance für den Gegenspieler.
Ja, wenn man so wenig Platz hat als Angreifer, dann fällt es schwer, die Abwehr aus den Angeln zu heben. Ja, rüdes Foul und Sie sehen es, der Schiedsrichter greift schon in die Tasche. Ja, das ist ja die völlig richtige Entscheidung hier. Das gibt Gelb. Ja, warum denn nicht? Ja, was will er mit dem Schuss? Den Torwart in Verlegenheit bringen? Das geht wohl kaum. Klug gespielt. Ah, Mensch, nee, das war doch viel zu schwach, viel zu harmlos. Kein Problem. Klasse Zuspiel. Ah, viel zu spät, wie er da reingeht, aber er kommt nochmal glimpflich davon. Sprich, ohne Verwarnung. Oh, per Kopf, warum nicht? Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Zieh ab, Junge. Ja, gut abgewehrt. Und der ist drin. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Ja, jetzt haben sie zumindest erstmal einen komfortablen Vorsprung. Die ersten 45 Minuten sind vorüber, Spielstand 2:0. Ein Spiel ohne die ganz großen Höhepunkte bis jetzt, wenn man mal von der Elfmeterentscheidung des Unparteiischen absieht. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Ja, da spielt er den Ball weit nach vorne, findet seinen Mitspieler. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeig ich da eine Karte oder nicht? Das gibt Gelb. Zu harter Einsatz, sagt der Schiedsrichter. Das ist Verwarnung Nummer 2. Hoffentlich geht das nicht so weiter. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Der Verteidiger hat den Ball. Der kann von weit draußen schießen. Und der Ball zischt daneben. Vorausschauend gespielt. Das ist natürlich auch wichtig. Und schon haben sie den Ball wieder in den eigenen Reihen. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Technisch sauber sein Kopfball spielen. Ja, schönes Zuspiel jetzt. Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Oh, der fliegt weit, der Ball. Oh, klasse, mit den Fingerspitzen ist er da noch irgendwie an den Ball gekommen. Ja, was macht denn der Stürmer mit dieser Chance? Aber Kompliment, der Torhüter hat toll aufgepasst. Dankbarer Ball für den Keeper. Achtung, jetzt brennt's. Ja, den hat er vielleicht nicht voll getroffen, deswegen geht der Ball klar am Tor vorbei. Und zum ersten Mal in diesem Spiel wechselt der Coach aus.
Achtung. Er kann den Ball in Ruhe annehmen. Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wehrt ab. Das hat der Torhüter gut gemacht, wie er da auf den Spieler zuläuft. Toll beendet von ihm diese Aktion. Ja, und so setzt man natürlich die Abwehr arg unter Druck. Also der Schiedsrichter hätte ja eigentlich die gelbe Karte zeigen müssen. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. So sieht ein klasse Pass aus. Ja, jetzt ist er vorbei. Und ein weiterer Treffer. Oh, was für ein böses Foul. Das muss doch Freistoß geben. Nein, sagt der Unparteiische. Es geht weiter. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Ja, die Stürmer beißen sich ja fast die Zähne aus an dieser Abwehr. Ja, das war ein klasse Kopfball. Der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Das war eine klasse Parade. Ich glaube, der hätte genau gepasst, der Ball. Also wenn Sie diesen Torhüter heute überwinden wollen, müssen Sie sich was einfallen lassen. Wunderbarer Pass. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Ja, unfaires Verhalten hier, überhaupt keine Frage. Natürlich gibt das Gelb. Oh, die Spieler gehen hier ganz schön hart zur Sache. Auch diese Karte völlig in Ordnung. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Ein wunderbarer Pass. Für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, und da musst du als erfahrener Spieler auch wissen, bis hierhin und nicht weiter. So heißt die Konsequenz Platzverweis. Gelb-rote Karte. Nach dieser roten Karte wird es richtig schwer für seine Mannschaft. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Der geht in die Mauer. Alle Angreifer sind jetzt in der gegnerischen Hälfte postiert. Die Flanke hätte ein bisschen schärfer kommen müssen, dann wäre es, glaube ich, schwieriger geworden. Der Torhüter spielt den Ball weit nach vorne. Und es gab ja die eine oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Das gibt eine Ecke. Ja, die Frage ist nur, nützt das was oder ist das im Prinzip eigentlich nur
Ergebniskorrektur. Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Ringen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Also dafür hat er auch gerackert, für dieses Tor, dass er jetzt endlich... Ja, und sie haben es geschafft. Und der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Und die Mannschaft feiert. Sie sind eine Runde weiter. Boah, sie sollten sich was schämen. Also man kann sich im Fußball einiges erlauben, aber sowas nicht. Und der Trainer ist angesichts der Disziplinlosigkeit seiner Mannschaft außer sich. Sie haben zu viele rote Karten erhalten. Sie müssen das Spiel deswegen verloren geben. Und sowas wollen wir so schnell nicht mehr sehen. So, Sebastian Hellmann hat hier und kommentiert. Und das ist auch noch Tom Bayer für Ihre Aufmerksamkeit daheim.